kommt gerade ein riesiges Auto. Los, schnell! Oh Gott, hab Erbarmen. Mach, dass es gut wird. Na los. Ich hoffe, er akzeptiert sie. Das wird er. Betrachte es einfach als dein Zuhause. Hier, schau dir mal die Sofas an. Na komm, beeil dich. Aufmachen. Willkommen, kommen Sie rein. Namaste, Namaste. Willkommen. Bitte. Kommen Sie rein. Ich hoffe, Sie hatten keine Schwierigkeiten, uns zu finden. Ganz und gar nicht. Nein. Es war sehr einfach. Offenbar sind Sie hier bekannt. Sie müssen mir verzeihen, ich verstehe nicht. Auf dem Weg hierher hat uns jeder gesagt, dass es diese Villa ist, in der Mira wohnt. Dann wissen Sie auch, dass Mira schon 17 Anträge abgelehnt hat. Aber Bitte ja, nach wir Ihnen. leben in einer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt. Hier weiß man ganz genau, was die Nachbarn zum Frühstück oder zu Abend essen. Setzen Sie sich, bitte sehr. Bitte, bitte. Das hier ist mein Sohn. Namaste. 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 Dolly? Sweetie? Los, Sweetie. Du musst nachsehen, ob Mira fertig ist. Sie sind da. Sofort. Hör zu. Ja. Dolly soll dann Mira begleiten. Ist gut. Ja? Ja. Ach, und Nemo? Simran? Großmutter, ich bin hier. Was tust du denn? Du sollst doch das Essen vorbereiten. Das Essen ist fertig. Ich habe nachgesehen, okay? Hervorragend. Sie sollen servieren, ja? Ja, und hör zu. Lass Mira das Scherbett bringen. Okay. Sehr gut. Mein Sohn ist wirklich sehr beschäftigt. Er kümmert sich um 5 Agenturen. Das ist nicht wenig. Ganz und gar nicht. So, da kommt sie. Bitte, setzt euch. Du musst bei uns wirklich nicht förmlich sein. Ganz offen und leicht. Setz dich. Mira, erzähl mir. Hast du das etwa alles zubereitet? Das wird sie verraten, wenn Sie es probiert haben. Ja? Bitte, fangen Sie an. Schatz, servier die Getränke. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Rohan einen MBA hat. Aha. Nein, danke. Den MBA hat er im Ausland erworben. 10 Millionen Rupier Gebühren. Ja? Die Summe fällt allerdings bei seinem Verdienst nicht ins Gewicht. Oh, wow. Ich habe nur noch einen Wunsch, dass er eine Frau findet. Die perfekte Frau für ihn. Wir prahlen nun wirklich nicht gerne. Aber obwohl seine Umgebung hochmodern ist, hat er keine schlechten Angewohnheiten. Tatsächlich. Er raucht nicht und er trinkt nicht. Und nein, er hat auch keine Freundinnen. Das hört sich zu gut an. Also, Mira, was ist deine Qualifikation? Also Sie... Mrs. Kapoor, Was denn? mir wäre es lieber, wenn Mira selbst antwortet. Ein BA. BA? Wo hast du studiert? Am Queen's College. Queens! Ja. Wow, großartig. Nun, ich habe gehört, dass Mädchen, die am Queen's College studieren, fast so gut Englisch sprechen wie Muttersprachler. Ja, da habt ihr ganz richtig gehört. Mein Lieber, Ja? why don't you ask her some questions? Klang das richtig? So, tell me about your hobbies. Naja, Reading, Shopping, Cooking, das gefällt mir auch. Italien, Mexican und Continental. Mira, kein Hindi. Speak in English. Weil mein Sohn eine Frau sucht, die fließend Englisch spricht.
solltest du... Nein, yes, talk. Die wollen es aber wissen. Jetzt sind die beiden also Engländerinnen. Mira, sprich. I do not know but to speak. I love my daddy, my mom, meinen Onkel und meine Tante. I love all. I can do anything for them more than myself. Sehr lustig. Da spricht ja mein Fahrer besser. Sie alle haben uns also belogen, ja? Oh, nein. Das haben Sie ihr beigebracht? Sagen Sie die Wahrheit. Hat sie wenigstens English Medium gelernt? Ja? Also, Das hat sie. Sie musste leider abbrechen. Hat sie etwa nicht bestanden? Nein, meine Gesundheit hat versagt. Ich hatte einen Herzinfarkt. Aber meine Tochter war sofort zur Stelle, um sich um Haus und Geschäft zu kümmern. Deswegen musste sie abbrechen und mit Punjabi weitermachen. Mein Gott. Dann hat die Familie also Herzinfarktprobleme? Sie wechseln aber wirklich sehr schnell das Thema. Verzeihung. Aber es ist uns wichtig, diese Details zu erfahren. Hat Ihre Familie denn noch andere Gesundheitsprobleme? Krankheiten wie zum Beispiel hoher Blutdruck, Diabetes etc. Vergessen Sie den Stammbaum. Schauen Sie her. Ich bin stärker als jede Eiche. Ha? Ich habe noch viel Kraft in den Armen. Ich kann in meinem Alter noch Kniebeugen machen. Na? Wie viele Kniebeugen soll ich machen? Ha? Und sehen Sie sich das an. Gehen Sie ins Fitnessstudio? Wir haben ein Fitnessstudio zu Hause. Sehen Sie sich das Mutter, an. ganz ruhig. Sehen Sie? Ja. Nein, Sie sollen es fühlen. Schauen Sie, da ist noch ganz schön was dran. Sie sollten es wirklich fühlen. Ah, mit der Gesundheit ist alles in Ordnung. Keine Probleme. Das ist so cool. I like fit people. Thank you. Mira macht Sport, wie ich. Niemals werdet ihr jemanden finden, der fitter wäre als unsere Mira. Sie kann es mit 4 ganzen Jungen aufnehmen. Sie probiert sich gerade aus, nichts weiter, wissen Sie? Welcher Sport? Kabaddi. Kabaddi? Soll das lustig sein? In der High Society gibt es nur hochgebildete Frauen. Ich muss mithalten. Oh, eine unbegründete Sorge. Sie würde den Sport natürlich aufgeben. Verheiratete Mädchen machen keinen Sport, nicht wahr? Habe ich recht, Mira? Na los, wir haben später genug Zeit, uns zu unterhalten. Also, lasst uns essen. Nein. Aber ja, lassen Sie uns Mittagessen. Wir haben gehen. Zeit. Kommen Sie, essen Sie unser Tag. Bitte. Folgen Sie uns. Mutter, wir hatten doch gesagt, dass wir nicht lügen wollen. Na komm, Süße. Essen wir. Wow. Wenn ein Mädchen so gut kochen kann, dann sind alle möglichen Fehler auf der Stelle wieder vergessen. Mira? Na komm, setz dich neben mich. Setz Na los. Sie bitte auch. Wow. Das hast alles du gemacht. Verrate mir doch mal, was essen wir denn da für Gerichte? Frühlingsrollen, Hähnchen, Pasta, Pizza. Und das? Was ist das hier? Risotto. Italienisch. Ja, nett. Pizza zuerst? Sofort, ja. Ja. Ich mach schon. Die Pizza ist sehr lecker.
Sie hat alles selbst gemacht. Hier, bitte. Danke. Gib ihm bitte auch Na etwas. klar. Bitte sehr. Danke. Mira ist die Nächste. Ja. Und bitte. Fang an. Bist du Linkshänderin? Nein? Aber warum hast du das Messer dann in deiner linken Hand? Oh, sie ist wohl etwas nervös. Das passiert. Nimm es in die rechte Hand. Oh. Ja. Mira, vielleicht isst du sie eher mit den Händen. Eigentlich ist das alles eher unwichtig. So etwas muss eine Ehefrau nicht können. Meine zukünftige Schwiegertochter soll vor allem aufrichtig und ehrlich sein. Ich hoffe, Sie teilen diese Werte. Natürlich. Aber sicher. Ich frage mich, Was denn? oh, wann wurde diese Villa gebaut? Die hat Miras Großvater erworben. Seinerzeit. Gefällt Ihnen die Villa? Die Villa gefällt mir sehr. Nur die Leute, die hier wohnen, mag ich nicht. Was meinen Sie damit? Ich werde es erklären. Heben Sie den Fuß. Würden Sie Ihren Fuß hochheben? Ja, na gut. Hochheben. Das ist eine Rechnung. Sie haben das Essen bestellt. Das ist der Beweis, dass Sie uns belogen haben. Sie haben vielleicht Nerven. Sie wagen es, nach der Hand meines Sohnes für Ihre Tochter zu fragen. Dieses Mädchen kann weder ein Wort Englisch sprechen, noch vermag sie es, irgendetwas zu kochen. Sie weiß noch nicht mal, das Versteck zu halten. Und ihr Abschluss ist nicht gut. Mira sollte erst mal an ihrem Lebenslauf arbeiten, ehe sie heiratet. Also, diese Villa gehört Ihnen, ja? Auch da ist nicht viel Wahres dran. Denn der Besitzer lebt in London. Sie sind nichts als Hausmeister. Gehen wir, Ja. Rohan. Nein, warten Sie. Das ist ein Missverständnis. Bleiben Sie Bitte. doch. Bitte warten Sie. Warten Sie. Sie können Mira nicht für etwas kritisieren, was sie nicht getan hat. Wir wussten nicht, dass ein Mädchen, das in Punjab lebt, auch noch fließend Englisch sprechen muss. Wir dachten, dass ein Mädchen lieb und freundlich sein muss, damit sie einen Bräutigam findet. Wenn sie dann auch noch kochen kann, umso besser. Meine Enkelin Mira ist ein ehrliches Mädchen. Das ist das erste Mal, dass sie jemanden angelogen hat. Sie hat gelogen, weil wir sie darum gebeten haben. Ich versichere Ihnen, Sie finden keine, die so aufrichtig und liebreizend ist wie unsere Mira. Auch ich möchte mich entschuldigen. Wir sind bei der Suche nach einem Mann sehr vorsichtig. Und dennoch stolpern wir. Sie geben es also zu, dass Sie uns alle belogen haben? Also gut. Sie bekommen noch eine einzige Chance. Aber wir haben eine Bedingung. Sie werden sich alle einzeln bei uns entschuldigen.
Mrs. Kapoor, Sie reden sehr viel. Von Ihnen verlange ich noch mehr. Fassen Sie sich dazu an die Ohren. Tu es nicht, Mom. Ma'am, ich möchte gerne etwas sagen. Aber erst verzeihen Sie uns. Wir haben einen Fehler gemacht. Und du, Mr. MBA. Hier ist der Beweis, dass ich gelogen habe. Wollen wir doch sehen, was du für ein Mann bist. Nemo? Du bist ein ehrlicher Kerl, oder nicht? Mal sehen. Das bist du. Mit einer Zigarette. Oh, sorry. Smoking a cigarette. Freundin 1, 2, 3. Und trinken tust du auch. Habe ich mich deutlich ausgedrückt oder nicht? Was sagen Sie? Nein, Mom, das ist nur... Entschuldigung. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber meine Familie kritisieren Sie. Und Sie haben gesehen, dass er meine Mutter zutiefst gedemütigt hat. Hey, hör zu! Erstmal solltest du deine Stimme senken. Oder ich werde dir eine Lektion erteilen, die du so schnell nicht vergisst. Verstanden? Wir hatten auch gewisse Erwartungen an ihren Sohn. Dass er gebildet ist und stylisch. Aber das Wichtigste, was wir von ihrer Familie erwarteten, war, dass sie Ehrlichkeit schätzt. Ihre Meinung dazu? Ist Ihr Sohn wirklich erst 26? Er hat den Abschluss seit 11 Jahren. Entweder er hat ihn mit 15 erworben oder er ist jetzt 31. Entschuldigung. Tun Sie das nicht. In dieser Familie lassen wir nicht zu, dass sich die Älteren entschuldigen. Außerdem dachte dieser Mann, ich sei seiner nicht würdig, da ich leider kein Englisch sprechen kann. Auf seinen High Society Partys könnte er mich auch nicht präsentieren. So jemanden will ich nicht heiraten. Wow! Was willst du damit genau sagen? Dass du mich zurückweist? Ich habe mich längst gegen dich entschieden. Hör auf zu kläffen und bitte meine Mutter um Verzeihung. Was? Kannst du nicht hören? Hast du einen Hörsturz erlitten? Entschuldige dich bei meiner Mutter. Ihr seid alle Lügner. Halt das mal. Entschuldigst du dich oder nicht? Nein, mache ich nicht. Mira, was machst du? Mira! Bitte entschuldigt. Nein. Entschuldigt. Entschuldigung. Komm. Also wirklich. Dem hast du aber richtig gezeigt, wo es lang geht, Mira. Aber ja, als Punjabi lasse ich mich nicht unterkriegen. Mein Kabaddi-Team steht draußen und wartet. Zu gern hätte ich gesehen, wie er mit gebrochenen Armen versucht, die Gabel und das Messer zu halten. Mira. Ich konnte es nicht ertragen, wie sie dich demütigen. Ach, sollen Sie mich demütigen? Das hätte ich ertragen. Warum hast du das gemacht? Was sagst du denn da? Sie dürfen dich nicht beleidigen. Ach ja? 18 Mal abgelehnt. 18 Mal. Du bist längst alt genug und trotzdem willst du niemanden heiraten. Ich muss es ja als Mutter ertragen, immer wieder verachtet zu werden.
Dafür kann ich doch nichts. Irgendetwas hatten sie ja alle an mir auszusetzen. Mir ist, als hätte ich gar keine Qualitäten. Tu mir einen Gefallen. Finde jemanden für mich. Es ist mir egal, wer es wird. Die Hauptsache ist ja, dass ich heirate und du nicht blamiert wirst.